Stimmt eigentlich dieser Satz, Karneval ist Freud und Leid? Ja, erstmal ist es offensichtlich, dass Karneval natürlich nur Freude ist. Es ist einfach Stimmung pur. Aber ich finde es auch als Gnade tatsächlich, dass wir auch als Musiker, die davon leben, auch in der Lage sind, das ein bisschen zu den Leuten hinzubringen, wo nicht so breit gelacht wird. Zum Beispiel sind wir charity-mäßig sehr viel unterwegs mit der Lebenshilfe. Wir haben aber auch schon für Wohnheime, für betreutes Wohnen oder auch für Hospize gespielt. Ja, das ist dann auch schon was derber, ist dann das Lachen nicht mehr so breit, wobei man letztendlich in den Augen der Leute sieht, was man da eigentlich Gutes antut. Home is where the dome is where my home is, and my home dome is Cologne. Here we go. Home is where the dome is where my home is, and my home dome is Cologne. Die Kündigung von Torben war einen Donnerschlag aus dem Nichts. Der hat uns auch massiv durchgerüttelt. Aber wie das ist in solchen Situationen, Reisende soll man nicht aufhalten. Er geht jetzt seinen Weg. Wir müssen gucken, dass wir weiterhin unseren Weg gehen. Also bei den Räubern als Frontmann auf der Bühne zu stehen, ist echt die Chance meines Lebens, viele Sachen umzusetzen, die vorher im Eventbereich gar nicht so geklappt haben. Ja, wenn man das jetzt so sieht, die Leute sind von der ersten Sekunde, ab dem ersten Takt sind die mit 100% da, singen, schreien. Ich führe ein Rockstar-Leben. Ich lasse mich tragen von den Frauen. Was Schöneres kann es gar nicht geben. Und dabei singen sie noch die Lieder der Räuber mit. Das ist perfekt. Die haben ihn tatsächlich 50 Meter in den Saal und unbeschädigt zurückgegeben. War alles dran. Eine tolle Sache, eine super Erfahrung und auch für die Räuber eine neue Dimension. Was hast du vorher gemacht? Ich habe immer noch eine große Showband, die jetzt ohne mich auskommt. Eine sehr große Showband, mit der ich auch 20 Jahre lang in Deutschland, europaweit gearbeitet habe für Großkunden, Eröffnung Bundeskanzleramt und Vorband Liza Stansfield und ja. Und die spielt leiser, Manuela. Nein, die war schon super, Also auch vor Sarah Connor sind wir aufgetreten, vor Sascha, vor Nena, Udo Lindenberg, so Sachen. Für die Ewigkeit, ja, für die Ewigkeit. Was machst du so privat? Sven privat. Den ganzen Tag Pornos gucken, sich einen Joint reinziehen und gucken, was der Tag so bringt. Aber meistens hängst du dann einfach nur auf der Couch und lass den Tag so vorüberziehen. Nein, natürlich nicht. Sven privat ist ein Familienmensch. Ja? Ich bin seit 13 Jahren glücklich verheiratet. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, das ist so. Seit 13 Jahren und ich habe 2 wundervolle Jungs. Oh, da fehlt aber noch ein Mädel. 7 und 11 Jahre. Ja, meine Frau sagt die ganze Zeit, ja, sie will noch. Sie will noch, aber ich habe gesagt, erst wenn ich mir eine Nanny leisten kann. Nein.